Guten Abend miteinander und herzlich willkommen zum heutigen Jungfrau-Zeitung Panorama aus dem schönen Thun. Wir haben heute folgende Themen für euch. In Thun hat das Wochenende die Jubiläumsausgabe vom Cheese Festival stattgefunden. Momentan findet in Grindelwald trotz der Energiekrise eine Lichtausstellung statt. Der Albert Rösti redet über die bevorstehenden Bundesratswahlen und seine Kandidatur. Bevor wir aber dazu kommen, haben wir noch folgende Kurzmeldungen aus der Region. Freude über eine hervorragende Sommersaison. Die Bahnverantwortlichen ziehen eine sehr positive Sommerbilanz. Im Vergleich zum Vorjahr hat der Umsatz in allen Geschäftsbereichen deutlich gesteigert werden. Er bewegt sich mittlerweile auf Rekordniveau von den Vor-Pandemie-Jahren. Einzig bei den Frequenzen liegen die Werte tiefer. Eine Autogarage bei einem Brand stark beschädigt. Heute Morgen ist in einer Autogarage in Wasserstrasse ein Brand ausgebrochen. Das hat zu einer starken Rauchentwicklung geführt. 2 Personen sind für die weitere medizinische Versorgung ins Spital gebracht worden. Ermittlungen zur Brandursache sind aufgenommen worden. Erwachsene zahlen mehr, Familien profitieren. Der Top-4-Ski-Pass für die 4 grössten Skigebiete im Kanton Bern geht in eine neue Runde. Am 1. November startet der Vorverkauf für einen Pass, der für das Gebiet von Adelboden-Lenk, Gstaad, der Jungfrau-Skiregion und Meiringen-Hasliberg gilt. Dieses Wochenende hat in Thun die Jubiläumsausgabe vom Cheese Festival stattgefunden. Zahlreiche Besucherinnen und Besucher konnten verschiedene Käsesorten entdecken. Die Projektleiterin des Fest zieht eine positive Bilanz. Und was können die Besucher und Besucherinnen erleben am Käsefest? Also die Vielfalt der Käse ist riesig. Also hier gibt es totale Innovationskäsereien, die neue Sachen kreieren, neue Sachen zeigen. Und ja, ich glaube, die Vielfalt macht es aus hier. Es hat auch zum Teil ein bisschen städtischere Angebote, aber wichtig ist natürlich der Käse ab den Alpen. Der Trägerverein in Sursee tut Koordination machen für alle Cheese Festivals in der Schweiz. Die haben aber alle vor Ort ihre eigenen Leute, weil sie die Region, die Gegend, weil sie die Leute kennen. Und dann machen sie dann die Organisation selber machen in ihren Gebieten, Rapperswil, Basel, in der Ostschweiz, auch im Welschen neuerdings und im Tessin im Frühling. Was ist speziell am Cheese Festival zu tun? Also in Thun trifft man sich seit 10 Jahren. Wir haben ein Jubiläum dieses Jahr. Wir feiern 2 Tage. Gestern haben wir den traditionellen Markt gehabt, heute haben wir den Familientag. Und Thun ist einfach so ein bisschen der Hotspot. Alle wollen auf Thun, weil hier einfach das Fest abgeht. Man weiss, man verkauft hier viel, man trifft sich. Alle treffen sich hier. Es ist so ein bisschen, auch vom Zeitpunkt her ein guter Ort und eine gute Zeit, nach der Alp hier zusammenzukommen und dann in die Saison gehen, in die Wintersaison, in die Fondue-Käse-Saison. Also wir haben natürlich gesagt, wir wollen eine neue Klientel mit diesem Jubiläum auch noch gewinnen. Wir möchten gerne die Familie ein bisschen mehr da haben. Wir haben eigentlich am Samstag immer so ein bisschen die ältere Bevölkerung. Und dann haben wir gesagt, okay, zum Jubiläum müssen wir etwas machen für die Kinder. Dann bringen wir die Eltern her, die Geschwister, vielleicht noch einen Gott und eine Götti. Und haben den Globi, den kennt man einfach. Und der ist im Berner Oberland, der kommt von Ängstlichen Alpen. Wir haben gesagt, der muss sein. Und die haben es sofort zugesagt. Dann haben wir Kuhlili ab der Schinigenplatte. Ist auch ein Hotspot, sei es touristisch oder für uns hier im Oberland. Ja, also ich möchte ganz vorab allen Standbetreibern, die hier sind, die den Weg auf sich genommen haben, an 2 Tagen hier ihren Stand immer wieder aufzubauen und zu betreuen, ganz, ganz herzlich danken. Der Anlass gibt es nur wegen ihnen und lebt mit ihnen. Und ja, ich freue mich auf nächstes Jahr. Mit der Stadt haben wir einen wunderbaren Partner, es funktioniert perfekt. Wir haben eine gute Zusammenarbeit. Und wenn wir alle miteinander das nächste Cheese Festival angehen, es kann nur gut kommen wieder. Vom feinen Käse zu bunten Lichtern am Fuß vom Eiger. In Grindelwald findet im Moment trotz der Energiekrise eine Lichtkunstausstellung statt. Die Ausstellung kann frei bestaunt werden von allen Interessierten bis am nächsten Sonntag in einer Woche.
Leitart Grindelwald ist eigentlich eine Ausstellung im öffentlichen Raum mit zeitgenössischer Lichtkunst. Uns geht es darum, man kann sich in Grindelwald bewegen zwischen Bahnhof und Kille und man kann 8 verschiedene Lichtkunstinstallationen entdecken. Der Entscheid ist nicht leicht gefallen, das Light Art gleich zu machen, trotz der Energiesituation im Moment. Wie ist das abgelaufen? Genau, wir haben die Diskussion geführt. Wir haben uns die Entscheidung auch wirklich nicht einfach gemacht. Es ist klar, Licht braucht Strom, das kann man nicht schönreden, aber Licht braucht sehr wenig Strom im Vergleich zu anderen Geräten mit Motoren oder wo Wärme erzeugen zum Beispiel. Das ist vielen nicht bewusst. Lichtkunst ist halt sehr sichtbar, darum wird es thematisiert. Wir haben auf allen Ebenen probiert, den Verbrauch so tief wie möglich zu halten. Es wird vieles auch extra ausgeschaltet, wo sonst brennen würde. Was ist euer persönliches Highlight bei Light Art Grindelwald? Genau, das ist noch schwierig zu sagen, aber meine Highlights sind eigentlich schon vor allem auch die jetzt da extra entstanden sind für Grindelwald. Und von denen eigentlich insbesondere die Installation im Kongresssaal. Ich glaube, die Leute haben so etwas ganz sicher noch nie erlebt. Es ist eine begehbare Installation. Man kommt in einen Raum hinein, wo die Entstehung des Sonnensystems simuliert. So eine Erfahrung hat man noch nie machen im Leben und wird man wahrscheinlich auch nie mehr machen. Und darum würde ich die Leute unbedingt einladen, das zu erleben, hier im Kongresssaal. Das ist die Installation von der Jacqueline Henn. Sie ist eine deutsche Künstlerin. Sie hat im 2019 den International Light Art Award gewonnen und sie hat schon an diversen Ausstellungen ausgestellt. Ist also schon in dieser Szene eine recht bekannte Künstlerin. Ich bin eingeladen worden, bei Light Art Grindelwald teilzunehmen und freue mich sehr darüber. Wie geht man da vor? Man wird eingeladen für die Light Art Grindelwald. Was überlegt man sich da? Ja. In dem Fall gab es einen spezifischen Ort und auch wollte ich gerne für diesen Ort ein spezielles Konzept machen. Dann beschäftigt man sich mit dem Ort, also mit diesem spezifischen Raum und aber auch mit dem Ort, an dem das Ganze stattfindet. Und dann arbeitet man langsam an dem Konzept. Wie fest hat der Ort Grindelwald das Konzept beeinflusst? Schon auch viel, weil das ist ja ein spezieller Ort durch die geografische Lage und durch die Szenerie, die außenrum ist. Genau, deswegen hat das schon auch stark das Konzept beeinflusst. Und jetzt, sind Sie zufrieden mit dem Endprodukt? Ja, ich bin sehr zufrieden, es funktioniert alles, aber man ist auch immer noch ein bisschen nervös, bis dann die ersten Besucherinnen da sind und sich die Arbeit anschauen, dass alles funktioniert. Werden Sie noch ein nächstes Mal kommen auf Grindelwald? Ja, auf jeden Fall. Ich komme auf jeden Fall im nächsten Jahr nochmal vorbei, um einfach mir die Umgebung noch ein bisschen anzuschauen. Jetzt dieses Mal war halt quasi einfach Aufbau und ich komme aber auf jeden Fall wieder. Der Albert Rösti ist der vorgeschlagene SVP-Bundesratskandidat vom Kanton Bern. Trotzdem, dass der Christoph Blocher darüber nicht allzu begeistert scheint. An einer Pressekonferenz hat der Rösti über seine Kandidatur geredet. Ich habe mir die folgenden Fragen für mich geklärt. Will ich das? Kann ich das? Steht meine Familie, insbesondere meine Frau Therese, meine Kinder Andre und Sarina dahinter? Sie sind erwachsen. Heute kann ich all diese Fragen mit einem klaren Ja beantworten. Es ist klar, dass das ein enorm umfassendes, arbeitsintensives Amt ist. Darum habe ich mir auch die Überlegungen gemacht, darum habe ich die Gespräche geführt mit der Familie. Auch die Frage, auch mich selber hinterfragt, kann ich das und will ich das? Und komme klar zum Schluss, ja, meine Leidenschaft für das Politisieren ist es so, dass mich das motiviert, auch wenn es eine Rundum-Tour-Funktion wird sein. Dass Ueli Maurer nach 14 Jahren und einer hervorragenden Leistung das sieht, verstehe ich. Ich bin im Moment 55-jährig, bestens Zweig und freue mich wirklich, hier einen Beitrag zu leisten für die Bevölkerung an die Probleme dieses Landes. Wie wichtig ist es, ein gutes Wort zu haben vom Herrn Blocher? Ja, der Herr Blocher kümmert sich viel weniger um die Kandidaten, als man jetzt hier in den Medien liest. Ich bin in engem Kontakt mit ihm, in regelmässigem. Manchmal geht es länger, manchmal weniger lang. Aber vor allem in fachlichen Themen, wo er sich natürlich weiterhin
einbringen. Und das ist ihm wichtiger. Er hat sich ja geäußert, dass er die Berner Kandidaten auf Parteilinie hätte mich auch erstaunt, wenn es anders wäre gewesen, hat er öffentlich gesagt. Und da braucht es keine weitere Diskussion. Wäre das Departement wirklich besonders reizen, beziehungsweise könnte ihr auch mit dem VBS zufrieden gehen? Das ist eine Frage, die sich jetzt gar nicht stellt. Man muss jetzt die Kandidatur starten, das heisst, all die Hürden überspringen, bis man dann mal hoffentlich, das wäre schön, am 19. November bei der Fraktion 18. 19. November auf dem Ticket ist. Und wenn das gelingt, kommt dann die Wahl. Und da muss man natürlich klar für jedes Departement offen sein. Ich wäre das, könnte mir das so vorstellen, aufgrund von wirklich breiten Erfahrungen, die ich machen in den Kommissionen nach 11 Jahren Politik, aber insbesondere auch als Parteipräsident, wo ich mit jedem Thema und mit dem Departement müssen und dürfen auseinandersetzen. Das war es mit dem heutigen Jungfrau-Zeitung Panorama. Mehr Infos zu den Beiträgen findet ihr unter www.jungfrauzeitung.ch. Jetzt geht es noch weiter mit dem Wetter von Meteo News und dann wünschen wir euch einen schönen Hinweis und Ade miteinander. Das Wetter wird euch präsentiert von Jungfrau Zeitung. Meine Damen und Herren, schön seid ihr wieder mit dabei. Grüß euch miteinander und ganz herzlich willkommen. Das ist Jungfrau Zeitung Wetter für den Kanton Bern. Der Montag ist eher gezogen losgegangen, tagsüber jetzt aber aufreißen. Wir sehen es auf der Webcam von Merlingen, ist vorübergehend recht sonnig geworden. Die Luftdruckgegensätze über dem Alpenraum die sind aber im Moment sehr gering und das zeigt uns der Blick auf die Strömungsanimation. Es ist nicht viel los, die Pfeile sind sehr klein. Dynamischer wird es dann erst in der zweiten Wochenhälfte wieder. In Nacht auf morgen da ist es jetzt wechselnd bewölkt, das dürfte trocken bleiben und dann starten wir morgen Vormittag im Flachlandgebiet mit Nebel oder Nebelfelder, die von sich dann auflösen. Abgesehen davon gibt es einen Mix aus Sonne und Wolken. Die Temperaturen morgen früh die liegen bei etwa 8 bis 9 Grad. Am Nachmittag geht es mit diesem veränderlichen Mix aus Sonne und Wolken weiter. An vielen Orten bleibt es trocken. Am ehesten könnte es über den Bergen lokal von noch gut Regen länger, zum Beispiel im Jura, aber auch im Oberland. Und die Temperaturen die reichen mit einer schwachen Brise im Flachland Höchstwert von etwa 18 bis 19 Grad. Der Mittwoch der ist noch ziemlich unsicher, was im Detail passiert. Voraussichtlich haben wir zuerst Hochnebel recht verbreitet, der fängt sich auflösen. Abgesehen davon ist es zum Teil sonnig und an den meisten Orten nach heutigem Stand zumindest trocken. Die Temperaturen die reichen am Nachmittag maximal 16 Grad. Am Donnerstag weiterhin eher unbeständiges Wetter, ein Mix aus Sonne, Wolken und einzelnen Regengüssen, Temperaturen bei 17 Grad. Und am Freitag da kommt eine Störung, das heisst, der Freitag selber startet trüb und nass. Tagsüber gibt es aber von Westen her langsam eine Wetterbesserung bei etwa 17 Grad und dazu haben wir im Flachland zum Teil einen mässigen Südwest- bis Westwind. Am Samstag sieht es eher noch unbeständig aus. Auf den Sonntag wird es aus heutiger Sicht freundlicher. Details sind aber im Moment noch ziemlich unklar. Wir halten euch natürlich wie immer auf dem Laufenden. Jetzt wünsche ich euch einen ganz schönen Feierabend und auf Wiedersehen miteinander.